Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Geschichte, die erste Geschichte der Bibel, die haben wir letzte Woche miteinander ins Auge gefasst. Und es ist eine Geschichte, die man eigentlich wirklich in der Sonntagsschule und darüber hinaus ja sicher schon mal gehört hat und erlebt hat. Es ist eine Geschichte, die nicht nur in Sonntagsschulen bekannt ist, sondern auch Kultur prägt hat. Unter anderem auch die heutige Kultur, Populärkultur. Und als ich am Predigt vorbereitet war, ist mir darum natürlich sofort der Song von Hecht in den Sinn gekommen. Wir fangen bei Adam und Eva wieder an. Wer von euch kennt den? Und spielen ein bisschen oder suchen ein bisschen Paradies. Genau, so geht der. Die Geschichte, die prägt die Menschheit, die Welt. Und wer eben Hecht ein bisschen kennt, der hat möglicherweise auch schon mitgesungen zu dem Lied im Auto oder vielleicht sogar an einem Konzert mitgerölt, wo sie das eben besingen. Und auch wir haben letzte Woche tatsächlich bei Adam und Eva wieder angefangen. Und wir sind auf einen Tiefsee-Tauchgang in das erste Kapitel der Bibel abgetaucht. Und wir fangen bei Adam und Eva wieder an, weil wir besonders etwas möchten, nämlich auch nochmal mit so zeitlosen Ohren anhören. Weil das sind sehr alte Texte. Und die haben schon Relevanz gehabt, bevor die naturwissenschaftliche Forschung überhaupt existiert hat. Bevor man überhaupt so einen Zugang zu diesen Texten gefunden hat. Und die Texte reden über die wichtigsten Fragen vom Leben. Die Menschen beschäftigen, von damals bis heute, nämlich, woher kommt der Mensch? Was ist der Sinn vom Leben? Und auch die Frage, wie ist die Welt geordnet? Gibt es da eine Ordnung in dieser Welt? Und wir sind der Überzeugung, dass gerade wenn man versucht, auch nochmal so ein bisschen mit zeitloseren Ohren anzuschauen, versucht, was zu verstehen, was die Texte auch für eine erste Leserschaft, erste Empfangende bedeutet haben, dass dann auch nochmal in einer neuen Lebendigkeit zu einem reden können. Und ich freue mich mega, mit euch da jetzt weiter einzutauchen. Letzte Woche, wie gesagt, sind wir ins Kapitel 1 eingetaucht und wir haben die ersten Passagen von dieser Schöpfungsgeschichte miteinander betrachtet. Und wir haben vor allem gesehen dort, dass es zwei so grosse Komponenten gibt. Es gibt nämlich Gott und er ist der Schöpfer. Und dann gibt es alles andere und das ist Schöpfung. Und eine von seinen ersten Bestrebungen mit dieser gesamten Schöpfung war, das Tohu Wabohu, das Chaos zu ordnen. Und das drückt sich sogar aus in dieser wunderschönen Struktur von dem Text, den wir letztes Mal miteinander angeschaut haben. Für die, die es verpasst haben, ihr könnt selbstverständlich die Predigt auch nochmal nachschauen, hören auf unserem Podcast-Kanal. Bevor wir jetzt in Teil 2 eintauchen, habe ich gedacht, so zum Hintergrundbild da auf uns wirken lassen, hören wir uns die ganze nächste Textpassage, die wir heute werden eintauchen, im Kapitel 2 an. Und wir starten eben mit dem nächsten Abschnitt und der fängt an im 1. Buch Mose, Kapitel 2, ab Vers 4. Macht eure Ohren auf. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in 4 Hauptarme. Der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolachharz und den Edelstein Shoham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien.
Der 4. Strom ist der Euphrat. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und Gott der Herr machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männen nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Das ist der Text aus der Bibel. Ich möchte euch gerne auf den Tiefseetauchgang einladen und wir tauchen miteinander gerade in den ersten Vers ein. Im Vers 4 fängt es an mit: Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, an dem Tag, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Und vielleicht, wenn wir so ganz neu anhören, dann einmal, fangen wir jetzt an, ein bisschen überlegen und denken, aber die Geschichte haben wir ja schon letzte Woche gehört, im Kapitel 1. Was geht denn da ab? Ist das der Anfang von einer neuen Geschichte? So wird es in den Kinderbüchern nicht wiedergeben, dass es 2 sind. Aber es ist tatsächlich so. Die Bibel berichtet uns von 2 Schöpfungsberichten. Wir haben den im Kapitel 1 und dann den, der eben mit dem Vers 4 im Kapitel 2 anfängt. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, an dem Tag, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Und es geht dann weiter. Und ehe alles Gesträuch des Feldes auf der Erde war und ehe alles Kraut des Feldes sproßte, denn Gott, der Herr, hatte nicht regnen lassen auf die Erde und kein Mensch war da, um den Erdboden zu bebauen. Wir lesen gerade weiter. Ein Dunst aber stieg auf von der Erde und befeuchtete die ganze Oberfläche des Erdbodens. Und Gott, der Herr, bildete den Menschen, Staub von Erdboden, und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und jetzt denkst du vielleicht, also schon speziell, 2. Bericht, und dann zweitens, jetzt geht alles ein bisschen schnell. Weil im Bericht 1, letzte Woche, hat uns der Reto ausführlichstens erklärt, wie das strukturiert ist mit diesen Tagen und dass der Mensch ja erst am 6. Tag geschaffen worden ist. Und dann noch, erstens sind dort die Tiere schon da gewesen, von denen ist da noch nicht geredet. Und das weckt ein paar Fragen. Wir haben schon wieder die Frage an den Text, was will der Text genau? Weil nach unserer Logik gibt es jetzt eine Konkurrenz. Jetzt haben wir den Bericht 1 und den Bericht 2 und die Frage ist, welcher ist richtig? Welcher ist wahrer? Nach welchem funktioniert es? Und ich glaube, das führt uns dann in so Sackgassen, die uns nicht viel weiterbringen. Weil die Texte nicht haben wollen, einfach nur etwas Logisches zeigen, auch wenn sie wunderbar logisch aufgebaut sind. Aber es steht etwas anderes im Vordergrund. Nach unserer Logik ist es komisch, wenn so 2 Texte Unterschiedliches berichten. So Erzählweisen machen dann wenig Sinn. Aber es bietet sich auch an, das anders zu sehen. Was, wenn wir die 2 Berichte nicht konkurrierend verstehen? Könnte es sein,
dass sie die gleiche Geschichte erzählen, aber einen unterschiedlichen Punkt möchten landen. Eine unterschiedliche Perspektive einnehmen. Der Teil 1, der zeigt uns eben Ordnung, Struktur, Halt für den gesamten Kosmos, eine heilige, von Gott geschaffene Welt. Das will er uns klar machen mit dieser 6 Tage Schöpfung, 7. Tag Ruhepause und mit dem schönen Aufbau, den der Reto uns gezeigt hat. Und der Teil 2, wo wir heute hier stehen, im Vers 4, der zoomt ein, so wie so eine Makro-View. Auf gewissen Kameras und Handys kannst du das einstellen und du merkst, du siehst die Sachen nochmal viel genauer, viel besser. So wie eine Lupe, eine Vergrößerungslupe. Und fokussiert nur auf einen Teil dieser Geschichte. Vom schon trockenen Land, innerhalb von dem heiligen Ort, innerhalb von dem grossen Kosmos. Ein Ort, wo Gott wohnt. Und Land auf, Land ab und auch in der Populärkultur besungen, ist er bekannt als Eden. Und so lesen wir gerade weiter, weil jetzt wird Eden eingeführt. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten und dorthin setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. Und wir versuchen eben so ein bisschen genau anzuschauen und vielleicht auch ein bisschen mit neuen Ohren zu hören. Ich wiederhole es, ich weiss es, aber es ist wichtig. Also erstens mal Eden, das hat eine wunderschöne Bedeutung. Das heisst Wonne. Ich meine, bei Babys sagt man doch so ein Wonneproppen. Das sind so die Babys, die gerade so richtig am Aufblühen sind, die so richtig kräftig sind, volle Pfusebacken. Wonne ist sonst ein Wort, das ein bisschen fern ist von unserem Alltag. Aber Wonne ist wunderschön. Es heisst Beglückung und höchste Freude. Also ein Ort namens Wonne. Ein Ort vom grössten Glück, von der höchsten Freude. Herzlich willkommen im Paradies. Himmel auf Erde. Jetzt, wenn wir ganz genau lesen, fällt aber schon nochmal etwas auf. Und das finde ich super spannend. Da heisst es nämlich, und eben meine Kinderbuchgeschichten sind ein bisschen challenged, ein Garten in Eden. Also, ich habe immer gemeint, der heisst Garten Eden und das ist dann der Ort. Jetzt, die Geschichte berichtet uns aber darüber, dass da anscheinend ein grösseres Gebiet gegeben hat, namens Eden. Und dort drinnen ein Garten. Einfach so, um auch ein bisschen zu zeigen, wie schnell man manchmal über etwas hineinlesen. Dort drinnen ein geschützter Rahmen, ein Garten in Eden. Und entspannend, der ist im Osten gelegen und da können wir jetzt natürlich auch wieder tiefer graben, das könnt ihr auch selber machen, langt nicht alles da. Osten in der Antike, vielleicht als kleiner Hinweis, ist der Ort vom Sonnenaufgang, der Ort von der Quelle vom Licht. Also auch das könnte mit sehr viel Absicht da drinnen geschrieben sein. Und dann heisst es, der Mensch wird in diesen Garten hineingesetzt. Setzt den Menschen in den Garten, der Mensch, den er gebildet hat. Also wir befinden uns im Paradies, am Ort der höchsten Freude. Besser als die Rad-WM für jeden Velofahrer. Wir können uns das, glaube ich, gar nicht ganz so verständlich machen, da in unserer irdischen Begrenztheit. Dann lesen wir genau weiter und dann heißt es in Vers 9, und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und jetzt da wieder, lass uns genau lesen. Jetzt finde ich das schon sehr spannend. Weil auch wieder in meinen Erinnerungen von meinen Kindergartenzeichnungen, also was ja immer zeichnest, wenn es Paradies zeichnest, ist Adam und Eva, Feigenblatt. Und dann sicher ein Baum, sicher ein Baum, mit so viel Früchtchen dran und so. Seht ihr da? Und eben manchmal, die super genau gelesen haben und in der Sonntagsschule gut aufpassen, hat es noch einen zweiten Baum. Weil es steht ja dann auch etwas von 2 Bäumen da, oder? Aber ganz ehrlich, da heisst es allerlei Bäume. Also wir reden eigentlich von einem riesigen Dschungel, wie deine schönste Weltreise sich anbieten würde. Auch das habe ich da. Aber das ist es eigentlich, oder? Genau anschauen, oder? Also das ist ein Ort, wo die Natur blüht, wo es richtig abgeht und der grüne Daumen eben schon da war und es läuft und es lebt. Ein Ort von der Wonne. Und dann werden tatsächlich 2 Bäume speziell erwähnt. Der Baum vom Leben in der Mitte. Das überrascht nicht, by the way, dass der in der Mitte steht. Der Baum vom Leben ist auch ein Bild, das man allgemein kennt hat in dieser alten Zeit, in der Antike. Und der Baum vom Leben ist auch in anderen Religionen so ein Bild gewesen. Und es ist eigentlich für diesen Ort immer gestanden oder als Symbol für Ewigkeit und für Unsterblichkeit. Aber in dieser Geschichte, in der Schöpfungsgeschichte, steht der Baum für Gott,
wo das Leben ist und schafft, wie das im ersten Kapitel ganz deutlich geworden ist. Und es ist entscheidend, dass der in der Mitte steht. Weil es zeigt auch, dass in diesem Weltbild nicht der Mensch im Zentrum steht, sondern Gott. Und jetzt wäre es spannend, noch weiterzugehen, weil da ist ja noch der andere Baum von der Erkenntnis vom Guten und vom Bösen, aber da machen wir so einen Cliffhanger, bei jeder guten Story oder Serie, weil das kommt nächste Woche und ihr müsst unbedingt wieder da sein und einschalten. Dann wird es dann richtig heiß. Aber wir bleiben mal bei dem. Der zweite Schöpfungsbericht, der zeichnet den Garten Eden als einen geschützten Garten, oder? Es ist so eingegartet. Ein Platz von der Wohnen, von der Harmonie, vom Frieden. Es ist der Ort, wo Gott und Mensch miteinander in der Schöpfung zusammenleben. Es scheint, dass Gottes Gegenwart in dieser Zone, in diesem Gebiet besonders spürbar ist. Wie komme ich da drauf? Da müssen wir ein bisschen weiterlesen in unserem Gedanken, wenn wir die Geschichte schon ein bisschen kennen, weil im Kapitel 3 kommt dann eben ja die grosse Tragödie. Wir gehen noch nicht weiter darauf ein, aber dann müssen Adam und Eva aus dem Garten raus. Und dann wird beschrieben, dass der Garten bewacht wird. Von etwas sehr Imposantem. Nämlich von sogenannten Engelswesen. Und sie sind noch detaillierter beschrieben. Sie heißen nämlich Cherubim. Das ist eine Engelsfigur, die ab und zu in der Bibel auftritt, aber nicht so oft. Und sie hat eigentlich immer eine Aufgabe. Und es ist klar, immer wenn die kommen, dann wird etwas markiert. Sie stehen immer dort, wo die Heiligkeit von Gott anwesend ist. Sie markieren Gottes Gegenwart. Man könnte ein bisschen salopp sagen, sie sind Bodyguard Gottes. Der Garten wird bewacht von diesen Cheruben. Das heisst, in diesem Garten ist die Gegenwart Gottes ansässig. Und das macht auch sehr viel Sinn, wenn man dann den ganz roten Faden in der Bibel betrachtet, weil Cheruben treten immer wieder dort auf, wo die Gegenwart Gottes markiert wird. Und darum ist es kein Wunder, dass bei den Anweisungen für den Bau der Stiftshütte dann genau wieder auch gesagt wird und bestickt mit Cheruben. Und die Bundeslade ist von zwei Figuren so überwacht gewesen, Cheruben, weil sie markieren, dass da heiliger Boden ist, dass da Gott gegenwärtig ist. Höchst interessant. Und es heißt so auch im 2. Buch Mose, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Also man könnte sagen, Gott hat gesagt, in dem Wüstexil, Wüste, absoluter Kontrast zum Dschungel von vorher. Sind ihr flexibel und bringen den Dschungel nochmal rasch? Schafft ihr das? Hey, Dschungel, das ist nicht Wüste. Wüste habe ich jetzt nicht dabei, können wir auch noch machen. Die können im Fall alles. Das ist Kontrast. Dschungel, Wüste. In diesem Wüstenexil hat Gott gesagt, da drin braucht es einen Edenplatz, wo ich sein kann. Mitten unter den Menschen. Wie grossartig ist das? Und der Faden, der zieht sich natürlich weiter. Und so ist auch der Blick in die Ewigkeit, in die Zukunft. Dort, wo Gott unter den Menschen wird wohnen, im Buch von der Offenbarung, auch mit so Edenbildern umschrieben. Und Offenbarung, Kapitel 21 heißt es, da hörte ich eine gewaltige Stimme, die vom Thron her kam. Sie sagte, sieh her, das ist das Zelt Gottes, das bei den Menschen steht. Und er wird mitten unter ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Es gibt einen Grund, wieso. Weil Gott hat einen ursprünglichen Plan gehabt. Mit dem Menschen in Gemeinschaft zu leben, in dem Garten Eden. Und das zieht sich durch. Das ist das Ziel, wo wir wieder darauf einleben. Und Gott hat immer wieder auch versucht, genau so gegenwärtig zu werden. Darum komme ich darauf, dass Garten Eden der Ort ist, wo Gottes Gegenwart besonders spürbar ist. Hey, und der Mensch ist in dem Moment privilegiert, um mit ihm dort hineinzuleben. Gott will Begegnung und Beziehung zum Mensch. Das ist die urmenschliche Bestimmung. Und das ist absolut eine grossartige Nachricht, die diese Geschichte uns mitgeben will. Im Garten in Eden, als heiligem Tempelort, könnte man sagen, findet die Partnerschaft von Gott und von den Menschen ihren Höhepunkt. Und wir haben schon letzte Woche gelesen, dass Gott den Mensch als sein Ebenbild geschaffen hat. Und das ist auch sehr spannend. Auch gerade wenn man es in Kontrast mit den anderen Weltanschauungen von der früheren Zeit stellt. Auch in anderen Kulturen von der Antike hat man nämlich sogenannte Schöpfungsberichte gekannt. Die kann man auch heute noch nachlesen. Die sind natürlich auch aufbewahrt und die kann man anschauen. Und die haben teils Ähnlichkeiten mit dem biblischen Schöpfungsbericht, teils aber auch markante Unterschiede. Und was so ein bisschen eine einheitliche Linie in diesen anderen Berichten ist, dass Götter, oft sind es mehrere, Götter
müde sind von ihrer Arbeit. Und darum haben sie den Mensch gemacht, weil sie ihn gebraucht haben. Und der Autor John Mark Comer schreibt in seinem Buch Ruhe, Arbeit, Ewigkeit: Und so wird die Menschheit als billige Arbeitskraft geschaffen, um die Arbeit für die Götter zu erledigen. Das ist ein Kontrast. He? Der Gott der Bibel, unser Gott, ist nicht einfach müde gewesen, sondern er hat Freude. Er hat Freude an dem, was er gemacht hat. Das kommt im ersten Bericht so gut raus. Es war gut, es war gut. Und er hat Freude, den Menschen zu schaffen. Das ist nicht eine Notlösung. Er will das. Der Mensch ist nämlich sehr gut. Und er hat Freude daran, zu kreieren. Ein ganzes Universum, ein Kosmos für die Menschheit. Und dann lädt er den Mensch als seinen Partner, als sein Ebenbild ein, diese Welt mitzugestalten. Das hebräische Wort für Ebenbild ist Selem und das kann man auch mit Statue übersetzen. Der Mensch ist die Statue Gottes. Und jetzt denken wir auch wieder an die anderen Gottheiten. Die haben ihre Tempel, um zu zeigen, wo ihre Gegenwart ist. Und dann gibt es dort Statuen von ihnen aus Stein, um sie darzustellen. Aber unser Gott hat dich und mich, uns als Ebenbilder geschaffen, um ihn zu repräsentieren. Als Statue vom lebendigen Gott. Wie krass ist das? Er hat Adam und Eva geschaffen. Und auch das kein Zufall. Weil Gott immer in Beziehung repräsentiert wird. Weil er ein Gott ist, der schon von Anfang an nur auf Beziehung aus war. Und er lässt uns teilhaben an seinem Projekt, nämlich die Welt mitzugestalten, mitzukultivieren, mitzubearbeiten. Und etwas von dem wird dann auch so schön sichtbar in dem Text, den wir gehört haben, ab Vers 18. Ich finde das so eine grossartige Geschichte, wo man sich auch so in den Gedanken drin verlieren kann, wo dann der Mensch aufgefordert ist, den Tieren Namen zu geben. Ich meine, irgendwie fände ich es auch noch ein cooles Spiel, so, dass die Spieler und nachher wird bewertet, wer die kreativsten Namen herausfindet. Wie sagst du denn mit dem Rüssel und der dort so einen komischen blauen Fudi hat? Oder da kann man mega viele lustige Gedanken machen. Ich glaube, der Punkt in dieser Geschichte ist der, dass dort dem Menschen etwas zugute kommt, was vorher nur Gott hat. Im ersten Bericht heißt es nämlich, dass Gott die Sonne benannt hat, Gestirne benannt hat, den Mond. Und nur kurz später kommt dem Mensch die absolut würdige Aufgabe über, um dieser Schöpfung Namen zu geben, die Tiere zu benennen. Um das geht es dort. Aber vielleicht ist das eben immer noch ein bisschen abstrakt, weil jetzt haben halt die Tiere Namen und es hat schon Plaketten im Zoo, wo es heisst, wie die heissen und auf Latinisch kommst du eh nicht raus. Und das gibt es schon, gell? Also was heisst denn das für dich und mich heute, dass wir mitgestalten können? Da tauchen wir noch ein bisschen weiter ein, in die Geschichte. Und dann heisst es da, und Gott der Herr nahm den Menschen, das ist eine Wiederholung, das ist nämlich schon vorher gekommen, und setzte ihn in den Garten, in Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Da steckt ein Auftrag drin. Kurz später geht es dann weiter, wo es dann noch heisst, im Vers drauf, und er durfte von allen Früchten essen, von allen Bäumen in dem Garten. Ausser von dem einen Baum. Das lassen wir eben gekonnt weg. Nächste Woche einschalten, gleiche Zeit, gleicher Ort. Wir bleiben mal bei dem da. Aber was rauskommt, ist, der Mensch hat Gestaltungsspielraum. Und zwei Sachen werden da konkret benannt. Bebauen und bewahren. Bebauen. Wir schauen ein bisschen genauer an, was das heissen kann. Es steckt auch ein hebräisches Wort dahinter, natürlich, und wie oft haben die eine breitere Bedeutung. In dem Fall ist es Avad. Manchmal, das ist da ein Tätigkeitswort, bebauen, das Nomen davon, Substantiv, kann auch mit Arbeit übersetzt werden. Also es ist einfach die Arbeit. Es kann aber auch heissen Dienst. Jetzt im Englisch kennen wir Ministry. Und dann merken wir schon, es ist dann auch recht nahe an Anbetung und Lobpreis. Steckt alles in dem Wort drin. Können wir auf Deutsch nicht so gut übersetzen. Bebauen, Arbeit, Dienst, Anbetung, Lobpreis. Und das ist etwas Wichtiges. Das heisst, Arbeit und Anbetung sind nicht zwei getrennte Konzepte. Die kannst du nicht auseinandernehmen. Die gehören zusammen. Bad News für dich, wenn du deinen Job nicht so cool findest. Aber wir kommen jetzt da zu einer Theologie von der Arbeit. Und das ist mega wichtig, weil wir Menschen verbringen die meiste Zeit von unserem Leben mit Arbeit. Arbeit und Worship kannst du nicht einfach auseinanderhalten. Es ist zutiefst miteinander verwoben.
Das zweite Wort, bewahren, hebräisch Shamar. Das Wort beinhaltet Aspekt vom auf etwas Acht geben, am Leben erhalten, kultivieren, also irgendwie auch eben dann weiterentwickeln, das Wort ist auch drin, oder das Potenzial entfalten. Wir können also sagen, Gestalten und Arbeit ist Grundberufung vom Menschen und es ist ganz, ganz nah an Worship, Gottesdienst. Das beinhaltet, Gott zu dienen und ihn im Zentrum zu haben im Leben. Wir leben in einer Zeit, wo Arbeit einen extrem hohen Stellenwert hat. Auch in der Schweiz sowieso. Wir sind ein sehr Geschaffungsvolk. Und deine Arbeit sagst du meistens, noch bevor du über deine Familie erzählst, ist ganz wichtig, dass du sagst, wer du bist und dann, was du machst. Das ist übrigens nicht in allen Kulturen gleich. Da hat es manchmal andere Abstufungen, aber bei uns ist die Arbeit schon sehr wichtig. Bei der Arbeit geht es bei uns darum, möglichst viel Geld zu verdienen und dadurch dann natürlich besser zu leben, wenn möglich, möglichst gut zu leben und möglichst lang und wenn möglich und möglichst viel zu verdienen, damit du dir alle deine Wünsche erfüllen kannst und natürlich auch noch vererben, weitergeben, dass dann die Leute, die nach dir folgen, auch genug haben. Und ich würde mal sagen, diesen Ziel ordnen wir extrem viel unter. Und ich will jetzt auch nicht einfach sagen, es ist einfach falsch, weil wir sehen ja, die Arbeit ist etwas mega Wichtiges. Ich denke aber, dass dieser Text ganz am Anfang der Bibel schon unsere Sicht auf die Bestimmung von unserem Leben echt herausfordern können. Wir arbeiten zum Leben, ist so ein Stichwort. Wieso schaffst du? Ich arbeite zum Leben. Also arbeiten ist so das Negative und dann kann ich leben davon. Ich glaube, die Texte wollen das anders fühlen. Die wollen das näher bringen. Und ich glaube, die Frage, die sie uns stellen, sind, was beten wir an mit unserem Leben? Auch mit unserer Arbeit. Um was dreht sich am Ende unser Leben? Wenn der Auftrag am Mensch war, Gott zu dienen mit dem, was man macht, mit dem, was man schafft, mit dem, was man bewirkt auf der Erde und ihn genau dadurch anzubeten und ihn zu verherrlichen, ist schon die Frage, um was dreht sich unser Leben? Dreht sich unser Leben ganz um Gott? Unser ganzes Leben? Ich weiss, gratuliere euch, ihr habt den mühsamen Weg aufgenommen, heute in den Gottesdienst zu kommen, über die Barrieren von der Straße hinweg, das ist krass. Aber hey, es ist nur Sonntag, gell? Es geht nicht nur um den Sonntag, es geht nicht nur um den Gottesdienst, es geht nicht nur um den Moment von deinem Gebet, sondern unser ganzes Leben. Um was dreht sich das? In unserem täglichen Wirken, in unserem täglichen Gestalten, in unserem täglichen Tun, in unserem täglichen Bebauen und Bewahren von unserer Welt, von unserem Leben. Ja, jetzt geht es eingemacht, ich weiss. Das Coole an diesem Buch von der Bibel, es geht extrem tief, extrem essentiell. 3 Bemerkungen zu dieser Arbeit, zu diesem Wirken, zu dieser auch Theologie von der Arbeit, wenn man so will sagen. Etwas müssen wir erkennen. Arbeit ist keine Folge von der Sünde. Ja, es heisst später, du musst im Schweiße deines Angesichts arbeiten. Aber in erster Linie ist Arbeit im Fall nicht einfach, da haben wir es, jetzt müssen wir halt arbeiten, gell? Arbeit gehört zu uns. Schaffen, bewirken, gestalten ist von Anfang an in uns angelegt. Der Tim Keller, ein inspirierender Theologe, Buchautor, schreibt, Arbeit ist die Umgestaltung des Rohmaterials der Schöpfung Gottes in einer Weise, die der Welt im Allgemeinen und den Menschen im Besonderen hilft, zu florieren und sich zu entfalten. Arbeit ist nicht der Fluch. Arbeit dient dem Segen. Wir sind geschaffen für das. Wir möchten als Kirche eine Stadt auf dem Berg sein. Warum? Damit Menschen Gott begegnen können, damit sie etwas von Gott an unserem Leben sehen können, wahrnehmen, erleben, erfahren. Damit ihre Leben, wenn sie Gott begegnen, zum Blühen kommen. Damit sie anfangen zu florieren und sich entfalten. Hey, ich weiss, vielleicht fordere ich dich massiv raus, wenn du jeden Montagmorgen denkst, jetzt muss ich. Arbeit ist aber auch so viel mehr als nur dein wirtschaftlicher Job, auf das werden wir noch kommen. Arbeit ist nicht ein Fluch. Arbeit ist Segen. Es ist ein Geschenk von Gott, dass du wirksam sein darfst, dass du etwas tun kannst. Zweite Bemerkung. Achtung Schweizer, Arbeit kann missbraucht werden. Wir können unsere Arbeit und einerseits im Wirken von Gott oder Gott hinwenden und ihm dienen damit. Wir können ihn verherrlichen damit, aber wir können auch genau das Gegenteil machen. Wir können die Schöpfung zerstören mit unserer Arbeit. Wir können Menschen dabei missbrauchen. Wir können uns ungut, unnötig, unfair bereichern an anderen und wir können auch ungut über sie herrschen. Ja, das ist Fakt.
Und das ist eben auch in dem Spielraum, wo Gott dem Menschen zugeteilt hat, dass er da drin einen Weg muss gehen. Arbeit kann missbraucht werden. Und übrigens, sie kann auch dann eben missbraucht werden, indem du sie im Übermaß betreibst und dabei du selber, aber auch deine Umwelt, deine Nächsten, deine Lieben Schaden dran nehmen. Genau darum hat Gott von Anfang an einen Gnadenrhythmus installiert mit dem 7. Tag der Ruhe. Ruhe gehört auch dazu. Weißt du wieso? Damit du nicht in Gefahr kommst, dass die Arbeit dein Götz wird und plötzlich im Zentrum steht. Arbeit kann missbraucht werden. Bemerkung 3. Arbeit, ich habe jetzt den Begriff bewusst gewählt, aber wir könnten eben auch ausweiten auf das gesamte Wirken von dir, deine Wirkenskraft, die umfasst eben dein ganze Leben. Das begrenzt sich nicht auf deine wirtschaftliche Erwerbstätigkeit. Darum, wenn du im Moment nicht irgendwo für Lohn schaffst, keine Angst, der Text betrifft genau auch dich. Mit der genau gleichen Würde. Das ist auch ein Schweizer Ding, oder? Das ist extrem wichtig für uns. Es ist auch wichtig, ich sehe es schon, aber ihr versteht mich. Die Texte wollen schon auch eine neue Ausrichtung geben, manchmal, oder? Die Bedeutung vom Wirken geht viel weiter. Sie betrifft die Schöpfung, sie betrifft das Zwischenmenschliche, die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft natürlich dann auch. Und du musst nicht eine grosse Berufskarriere machen, damit du das kannst im Sinn von Gott tun. Du kannst das Reich Gottes gestalten in der Art und Weise, wie du deine Beziehungen lebst. Vielleicht mehr als alles andere. In der Art und Weise, wie du Kinder begleitest, falls dir die geschenkt sind und anvertraut und sie erziehst. In der Art und Weise, wie du mit der Natur umgehst. Ein Gruß an alle Männer und Frauen, die in der Natur arbeiten können, ist auch ein Privileg. Das ist manchmal auch mega streng. Ich weiss, gerade auch Landwirtschaft und so weiter. Aber wo das irgendwo auch zusammenkommt, oder? Gärtner und so weiter. Die Art und Weise, wie man die Ressourcen nutzt, die uns anvertraut sind, ob natürliche oder produzierte. Die Art und Weise, wie du kreativ wirkst, baust, malst, zeichnest, designst, singst. Und natürlich eben auch, wie du wirtschaftlich schaffst, Arbeit erledigst. Auch wenn es trockene E-Mails sind und langweilige Sitzungen. Du denkst, wann sind sie endlich vorbei? Du kannst dir in Gottes Sinn machen, indem du in Gottes Sinn mit Menschen umgehst, mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit Geschäftsstrategien, mit Zielen, die du dir setzt. Hey, heute geht es um Arbeit. He? In all dem immer die Frage, um was dreht sich dein Leben? Eden wird uns im Kapitel 2 als Himmel auf Erde beschrieben. Ein Ort, wo Gott wirksam, spürbar, erlebbar ist. Wo seine lebensspendende Kraft erfahrbar und sichtbar wird. Wo er gemeinsam mit dir und mir, mit den Menschen, will Welt gestalten, bewahren, erhalten und weiterentwickeln. Und meine Nachricht heute Morgen ist an dieser Bestimmung für dich und für mich, hat sich im Fall nichts geändert seit dieser alten Zeit. Und darum der erste Zuspruch, den ich uns heute geben möchte, den ich heute uns zurufe, ist, wie in Eden, so auch heute. Gott möchte Gemeinschaft. Mit dir und mit mir. In unserem Leben gibt es mega vieles, wo um Aufmerksamkeit buhlt. Der Baum vom Leben steht in der Mitte. Gott möchte, dass unsere Leben auf ihn ausgerichtet sind, dass wir aus dieser Beziehung mit ihm alles andere tun. Weil bei ihm liegt lebensspendende Kraft. Mir fällt auf, dass wir uns oft auf andere einlassen, sogar mega geschaffig, mega gut, mega viel Energie investieren. Aber wenn er aus dem Fokus gerät, dann wird es extrem ermüdend, extrem knietig, extrem anstrengend. Und darum lädt er dich in erster Linie ein, zu ihm zu kommen. In den Garten, an den Ort, wo er nahbar und erlebbar ist. Wie gestaltest du so Zeiten? Hast du die? Ich rufe dazu, such sie. Das ist deine erste Bestimmung. Gemeinschaft mit Gott so. Wie richtest du dich aus am Zentrum? Und es geht jetzt gar nicht um die Art und Weise, da können wir eine Predigtserie darüber machen. Es geht mehr um die Frage, hast du Raum für die Nähe zu Gott? Und behalte in Erinnerung, es ist ein extremes Privileg, dass wir einen Gott anbeten, der uns ganz persönlich begegnen will, nicht in einer Steinstatue. Der Zuspruch Nummer 2. Wie im Himmel, so auf Erden. Zusammenarbeit mit Gott. Collaboration in Neudeutsch. Wir sind berufen, du und ich, um mit Gott zusammenzuspannen. Das ist deine und meine Bestimmung. Der Text wird das über die Menschheit aussagen. Wenn in Eden der Himmel auf die Erde gekommen ist, irgendwo zusammengekommen ist, irgendwo die Flächen sich überschnitten haben,
dann zeigt sich heute das Reich von Gott dort, wo du an Gottes Seite durch dein Leben gehst und so Gott erlebbar für dein Umfeld wird. Für das, was dir zugeteilt ist. Für deinen Garten vom Leben. Und ich glaube, es ist nicht ein Zufall, dass Jesus, als er seine Jünger gelehrt hat in der Bergpredigt, wie man beten soll, der erste Fokus auf etwas legt, das Edenssprache beinhaltet. Er sagt ihnen nämlich, ihr sollt so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Also, es dreht sich alles um dich. Du bist im Zentrum. Das ist schon mal das Erste. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Eden. Himmel und Erde kommen übereinander. Und weißt du, mit Gebet ist es so eine Sache. Ich meine, Gott kann alles. Es steht alles in seiner Möglichkeit. Er kann Himmel auf Erden runterfetzen. Ich erlebe es oft aber auch anders, dass das Gebet mich in erster Linie ausrichtet. Und dort, wo ich mich dann eben darum drehe, auch gedanklich, innerlich, mit meinem ganzen Sein, sage, ja genau, dein Reich soll kommen, wie im Himmel so auf Erden. Da macht es auch etwas mit mir. Es zieht mich in eine Richtung. Es ändert eben Perspektive. Und ich glaube, in dem hinein können wir mega viel lernen von Jesus. Sagen, das ist unser Fokus. Wir können mit unserem Leben dort hinziehen. Uns Gott hingeben, sagen, ja, dein Wille soll geschehen und auf der Erde soll der Himmel auch erfahrbar werden. Hoffentlich auch durch mich. Das ist das Gebet von der Ausrichtung. Das Gebet von der veränderten Perspektive. Und das ist die grosse Einladung heute, egal ob du daheim bist im Livestream, da vor Ort, dass wir jetzt auch das an uns heranlassen und an uns wirken lassen. Wir nehmen uns jetzt gerade einen Moment Zeit, um da so einen Herzenscheck zu machen. Wir wollen in unseren Gedanken, mit unserem Sein, in das Gebet einstimmen. Und ich habe dazu eine Folie vorbereitet, wo wir nicht gemeinsam lesen werden, sondern wo wir jetzt dann einen Moment von der Stille da im Raum haben, wo wir das lesen können, einzeln für uns. Und beten, in das hineingehen und vielleicht auch das nochmal an unser Leben anlegen. Der Ruf von Gott in die Gemeinschaft und dann auch ins Mitgestalten. Darf etwas mit ihm zusammen machen, darf unser Leben bearbeiten, unser Umfeld mitkreieren, bebauen und bewahren. Und es leitet ein mit dem berühmten Vater unser Text. Und es wird jetzt kommen und wir werden das Piano haben und ich schließe dann zum Abschluss mit dem Gebet. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Du darfst dir gerne jetzt Zeit nehmen, um das über diese einzelnen Punkte auch vor Gott zu bewegen. Allmächtiger Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, zugleich Abba, Vater, Papi, danke vielmals bist du. Es ist dein grösster Sehnen und dein grösster Wunsch, persönliche Gemeinschaft mit uns zu haben. Ich bete, dass uns die Augen geöffnet werden für das. Dein Ruf, komm zu mir, darf nochmal neu auch in unserem Leben aufpoppen. Danke, dass du
dich entschieden hast, um mit uns zusammen deine Welt zu gestalten. Ich bitte dich, dass gerade Menschen, die in dem Moment auch irgendwie sich fern von dir, weit weg fühlen, deinen Ruf hören können. Heiliger Geist, dass du ihnen zurufst. Dass sie Wege finden, dir zu begegnen. In deiner heiligen Anwesenheit, wo nichts Schweres, Schwieriges hat, sondern wo Leben versprüht. Irgendwie können Platz finden. Ich bete, dass du Barrieren abbaust, dort, wo die da sind. Und dann möchte ich dir vielmals Danke sagen, dass du uns begabt und befähigt hast, um unsere Umwelt zu gestalten. Und ich bete heute Morgen darum, dass du uns auch da die Augen vom Herz, aber auch die physischen Augen öffnest, wo du uns einen Auftrag geben willst, um etwas anzupacken, um etwas zu bewegen. Ob das ist auf einer zwischenmenschlichen Ebene oder ob das im grossen Stil ist, gesellschaftlich, ob das politisch, ob das in der Arbeit, ob das in einer Bürokultur, in der Kaffeepause, auf dem Spielplatz, egal wo. Leite uns und führe uns. Ich bete für Befähigung von uns als Einzelpersonen, Menschen, Teil von dieser Kirche. Dass du uns den Mut schaffst, aber auch dann den Willen, Bereitschaft zu vollbringen, in deinen Fußstapfen zu laufen, mit dir zusammen etwas zu bewegen. Ich bete für die Menschen, die gerade extrem entmutigt sind, weil ihnen vielleicht die Arbeit, gerade die Arbeitstüre vor den Augen zugeschlagen worden ist. Vielleicht Leute, die sich nach Arbeit sehnen und keine haben. Vielleicht Menschen, die entmutigt sind, weil sie das Gefühl haben, sie können es nicht, sie haben zu wenig Kraft. Schenk du Befähigung. Komm mit deiner Nähe. Heiliger Geist, wirk du da durch uns. Wir brauchen dich. Danke vielmals, dass du mit uns zusammen willst, die Welt verändern. Und lass uns ein Segen sein für unsere Umwelt. Amen.